Ja, merci vielmals, schönen Abend. Ich freue mich immens, heute hier zu sein, an über diese Forschung, aber auch was Bekanntes über die Parkinson-Krankheit schwätzen zu können. Ich werde das dann auf Deutsch weitermachen, weil dann ein paar Dinge doch etwas komplizierter sind, die ich dann noch weiter ausdrücken möchte. Aber ich möchte Ihnen zeigen, dass das wirklich etwas ist, was Aufmerksamkeit verdient, wo wir immer mehr Erkenntnisse haben über die Bedeutung von Umweltexpositionen. Und ich möchte Ihnen auch zeigen, dass wir hier in Luxemburg durch dieses Forschungszentrum, und Sie sehen da schon ein paar dieser Institutionen, die da eine Rolle spielen. Ich kann sogar da zeigen, das ist der Vorteil, und sehe schon, wo es Sie sehen können. Und dass wir hier zusammenarbeiten müssen. Und das ist in der Forschung wichtig. Das ist das LHH, das Luxembourg Institute of Health, die Universität mit dem Luxembourg Center for Systems Biomedicine und das CHL, die gemeinsam mit dem LNS dieses Forschungsprojekt tragen. Vor meinem Vortrag möchte ich noch sagen, dass wir natürlich als Forscher unterstützt werden. Das sind die Geldgeber für diese Unterstützung, der Fonds National de Recherche, wesentlich, der schon erwähnt war, und auch zum Beispiel die Michael J. Fox Stiftung, die sehr intensiv über Parkinson forscht. Das ist der Schauspieler, den manche noch Zurück aus der Zukunft kennen, der leider inzwischen auch an Parkinson erkrankt ist. Aber alle diese Förderungen haben keinen Einfluss auf den Inhalt dessen, was ich Ihnen erzähle. Und das Wichtige, was ich Ihnen klar machen möchte, ist, dass wir zum Glück erstmal alle älter werden. Das ist gut, das ist ein Fortschritt der Medizin, es ist aber wirklich so, dass wir jetzt seit ein paar Jahren, genau seit 2 Jahren, das erste Mal die Situation in Europa haben, dass wir mehr Menschen haben, die älter als 65 sind, als Menschen, die jünger als 15 Jahre sind. Warum erwähne ich das Alter? Weil Altern schon ein wichtiger Faktor ist, um eine neurodegenerative Erkrankung zu entwickeln. Wir werden alle älter, wir werden aber nicht alle unbedingt gesund älter. Das habe ich hier einmal etwas rausvergrößert. Dann sieht man, dass diese rote und diese blaue Kurve hier, dass die einen gewissen Abstand haben. Und das zeigt, dass Männer und Frauen erstmal eine unterschiedliche Lebenserwartung haben. Frauen können älter werden älter, wie Sie sehen können, aber Sie sehen auch, dass die letzten 10 Jahre in der Regel mit Krankheit verbracht werden. Das heißt, unsere Forschung ist auch darauf ausgerichtet, Risiken zu erkennen und in dem Sinne auch Prävention zu machen, bevor wir krank werden, damit wir auch möglichst lange gesund altern können. Vielleicht sind auch einige von Ihnen hier auch bei uns in der Gesund-Altern-Studie. Das ist ein großes Projekt, was wir vor 3 Jahren lanciert haben, wo wir alle Menschen über 55 eingeladen haben. Und über diese Forschung, wo wir auch Fragebögen stellen, können wir inzwischen auch sehen, gibt es irgendwo Umweltaspekte, die eine Rolle spielen. Wir fragen, wo man gelebt hat, ob man vielleicht beruflich mit Pestiziden zu tun hat. Und das Thema werden wir jetzt auch gleich weiter vertiefen. Was man sagen muss, ist, dass die Parkinson-Krankheit im Moment tatsächlich die am schnellsten ansteigende neurodegenerative Erkrankung ist. Das heißt, noch schneller als zum Beispiel die Alzheimer-Krankheit, die noch häufiger ist. Und wir wissen ehrlicherweise noch gar nicht, wodurch das kommt, aber wir erwarten eine Verdoppelung der Fälle in den nächsten 20 Jahren. Und Sie sehen die Kurve, die auch so ein bisschen exponentiell hochgeht und es eben das widerspiegelt. Da fragen wir natürlich, was sind Ursachen? Was kann Parkinson auslösen? Das Altern hatte ich schon erwähnt. Das ist etwas, was einhergeht mit dem Risiko, eine neurodegenerative Erkrankung zu entwickeln. Aber wir tragen auch eine genetische Grundempfindlichkeit in uns, das sind genetische Faktoren. Die beiden können wir nicht groß ändern, aber wir können zum Beispiel Umweltfaktoren ändern und wir wissen auch, dass Ernährung eine Rolle spielen kann. Das heißt, wir möchten jetzt auch schon darauf konzentrieren, was sind Faktoren, die wir beeinflussen können, wo wir aufmerksam sein sollten und wo wir uns im Lebensstil vielleicht ein bisschen anpassen können. Das sind die Ziele der Luxemburger Forschung. Das heißt, wir haben erkannt, dass es nicht nur eine Parkinson-Krankheit gibt, sondern wahrscheinlich, ich sage mal 30, vielleicht gibt es auch mehr, aber es gibt verschiedene Untergruppen. Und bei den einen spielen die Gene mehr eine Rolle, bei den anderen mehr die Umweltfaktoren. Und das werde ich auch gleich noch ein bisschen illustrieren. Was aber wichtig ist zu verstehen, dass diese Umweltfaktoren mehr und mehr Aufmerksamkeit gewinnen, weil wir uns diesen Anstieg, den Sie gesehen haben, auch dadurch erklären, dass sich der Lebensstil in den letzten Jahren geändert hat. Das liegt natürlich auch daran, dass wir mehr in sitzender Tätigkeit unterwegs sind. Das heißt, die Bewegung fehlt ein bisschen, aber es ist zum Beispiel Ernährungsaspekte, die eine Rolle spielen. Es sind Umweltfaktoren, die eine Rolle spielen. Und gerade die Umweltfaktoren, das ist ja eine ganz kürzliche Arbeit aus einem sehr renommierten neurologischen Fachblatt, was gesagt hat, dass wir doch ein bisschen mehr drauf gucken müssen, weil wir zum ersten Mal auch ursächliche Zusammenhänge erkennen, was Umweltfaktoren angeht.
Und hier ist noch mal so ein bisschen dargestellt, wie wir uns das erklären, warum die Parkinson-Fälle in letzter Zeit so stark zunehmen. Da gibt es zum einen natürlich einen Zulauf, hier in diese Badewanne mal dargestellt, von neuen Fällen, wo neu Parkinson diagnostiziert wird. Dann gibt es natürlich einen Überlauf, einen Ablauf, der hier darstellt, dass Menschen leider auch an anderen Ursachen versterben, aber die können dann auch kein Risiko mehr haben, Parkinson zu entwickeln. Und das hier ist nochmal für die Verstammkäse und das sind Fälle und das ist hier für die geheilten Fälle. Heilen können wir die Parkinson-Krankheit im Moment noch nicht. Dafür machen wir auch Forschung, dass wir in die Ursachen eingreifen können, um die Erkrankung im besten Fall zu verlangsamen, so weit zu verlangsamen, dass man sie vielleicht gar nicht erlebt. Und das sind die verschiedenen Szenarios, die gerade diskutiert werden. Bislang waren die Fälle so bei 3 Millionen weltweit, das war so in den 90ern. Im Moment rechnen wir mit 12 Millionen Menschen weltweit. Das ist schon mehr, als ich Ihnen in der vorigen Statistik gezeigt habe. Das heißt, da werden wir schon überholt von den Entwicklungen. Und bis 2050 erwarten wir jetzt 25 Millionen Menschen weltweit mit der Parkinson-Krankheit. Und da kann man sich jetzt vorstellen, dass verschiedene Faktoren eine Rolle spielen. Hier ist es, dass man vielleicht mehr Fälle diagnostiziert, dass wir aufmerksamer sind, früher die Diagnose stellen, das spielt sicherlich auch eine Rolle. Früher hat man gesagt, ich bin alt, ich zitter. Das ist zum Glück nicht so. Das heißt, man findet einen Grund und kann das dann auch behandeln. Dann gibt es die Möglichkeit, und das ist gut, dass wir alle älter werden. Das heißt, es gibt mehr Menschen, die dem Risiko ausgesetzt sind. Und eben, und das ist hier die Frage, gibt es Umweltfaktoren, Umweltrisiken, wie zum Beispiel Pestizide, die dadurch mit beitragen, weil natürlich die letzten Dekaden geprägt sind von auch industrieller Landwirtschaft, wo eben auch solche Substanzen mit eingesetzt werden oder eben auch, wir alle kennen den Komfort einer chemischen Reinigung. Das waren in der Vergangenheit Substanzen, wo wir inzwischen wissen, dass sie ein Risiko für Parkinson in sich tragen. Jetzt kann man fragen, wo liegen die verschiedenen Ursachen? Und die Gene sind zwar da, wir wissen, dass es genetische Formen der Parkinson-Krankheit gibt, aber wir sehen nicht, dass die mehr werden oder dass die häufiger werden. Wir werden aufmerksam, wir finden mehr von diesen Ursachen. Wir können im Moment ungefähr 30% aller Fälle genetisch erklären, aber so, dass man das wirklich in einer Familie sehen könnte, sind das ungefähr 10%, das ist sehr selten. In den allermeisten Fällen ist Parkinson nicht erblich. Was man aber zeigen konnte ist, und Sie sehen, dass übrigens auch für andere Krankheiten eine viel höhere genetische Komponente gilt als für Parkinson. Da ist Parkinson eher bei den wenig genetischen. Was aber in der Vergangenheit gelang, ist zu zeigen, dass es wirklich reicht, einen Umweltfaktor zu haben, um Parkinson zu entwickeln. Und da gibt es eine Beobachtung aus den 80ern, da werde ich auch noch mal etwas genauer darauf zu sprechen kommen. Das war eine Beobachtung aus Kalifornien, wo ein Kollege, ein Neurologe, festgestellt hat, dass relativ zeitnah sehr viele Fälle von jungen Menschen mit Parkinson aufgetreten sind. Und dann hat er da mal die Lupe hingehalten, hat festgestellt, dass die leider drogenabhängig waren und sich selber die Droge hergestellt haben, selbst synthetisiert haben, ein synthetisches Heroin. Und da war die Herstellung nicht optimal, sodass da ein Giftstoff als Nebenprodukt entstanden ist. Es hat eine Abkürzung, das heißt MPTP, aber das ist gar nicht so wichtig. Aber dieser Giftstoff hat dazu geführt, dass gezielt die Nervenzellen im Gehirn, die Parkinson auslösen können, betroffen waren und nicht mehr funktioniert haben. Diese Zellen im Gehirn produzieren den Botenstoff Dopamin. Das ist für uns ein wichtiger Hinweis, weil wir als Neurologen heutzutage das Dopamin ersetzen können. Wir können die Patienten somit symptomatisch sehr gut behandeln. Wir können es sozusagen ausgleichen, was fehlt. Diesen Menschen konnte man auch helfen, dass man das ausgleichen konnte mit den Medikamenten, aber die Zellen waren weg. Und das ist allein durch diesen Umweltfaktor gewesen. Und so guckt man mehr, und Sie wissen vielleicht, dass in Frankreich allein dadurch, dass man beruflich im Weinbau zu tun hatte und sehr viel mit Pestiziden, zu der Zeit auch ungeschützt, dass man dadurch die Erkrankung auch als Berufskrankheit anerkannt bekommt und dementsprechend unterstützt wird. Das ist schon eine Weile in Frankreich. Jetzt seit einem Jahr ist das auch in Deutschland unterwegs. Das heißt, die Daten sprechen dafür, dass auch deutsche Berufsgenossenschaften, das sind diese sozialen Entitäten, die das dann bezahlen, dass die das anerkannt haben. In beruflicher Exposition. Warum? Weil man da davon ausgehen kann, dass man relativ hohe Dosen, früher auch leider teilweise ungeschützt, über sehr lange Zeit zu sich genommen hat. Sozusagen. Ich bewege mich nicht. Die diese Faktoren sozusagen inkorporiert haben und dadurch das höhere Risiko für Parkinson entwickelt haben.
Relativ neu ist eine Untersuchung, die gezeigt hat, dass Reinigungschemikalien eine Rolle spielen können. Das gelang dadurch, dass man einen Militärstützpunkt in den USA untersucht hat, wo militärische Geräte entfettet wurden und was man zum Entfetten genutzt hat, wird auch in der chemischen Reinigung genutzt. Das ist das Trichlorethylen. Und das ist übrigens auch, was industriell immer noch genutzt werden kann, aber als Reinigungsmittel inzwischen schon seit einigen Jahren in Europa sozusagen nicht mehr verfügbar ist, zum Glück. Aber dieses Trichlorethylen ist zum Beispiel in den USA immer noch im Gebrauch. Und da konnte man wirklich zeigen, dass das ein Grund für Parkinson war bei allen Menschen, die auf diesem Militärstützpunkt gelebt haben, dass die eine deutlich höhere Wahrscheinlichkeit hatten, Parkinson zu entwickeln, als Menschen, die eben nicht diesem Risiko ausgesetzt waren. Das heißt, wir haben das Gefühl, dass es dort ein Zusammenspiel gibt zwischen dem, was wir so als eigene Empfindlichkeit in uns tragen. Das muss nicht nur eingehend sein, das kann eine Kombination sein. Ich vergleiche das immer so ein bisschen, Sie merken das vielleicht auch in meiner Stimme, mit einer Allergie. So jetzt in dieser Jahreszeit gibt es die Pollenallergie. Das wird jetzt nicht von einem Familienmitglied aufs andere weitergegeben, aber man hat so eine erhöhte Empfindlichkeit vielleicht in der Familie und deswegen tritt es dann häufiger auf. Und tatsächlich gibt es Hinweise für solche Wechselwirkungen. Das sind dann Hinweise, die gefunden wurden, indem man Zellmodelle untersucht. Das heißt, wir können heutzutage im Reagenzglas zum Beispiel aus Hautzellen Stammzellen machen, diese zu den Nervenzellen im Gehirn weiterentwickeln, sodass wir im Reagenzglas schauen können, wie sich diese Zellen verhalten, wenn sie bestimmten Giften ausgesetzt werden. Und diese Nervenzellen, das machen wir auch hier in Luxemburg, so können wir auch diese Testungen durchführen, dadurch, dass Teilnehmer unserer Parkinson-Kohorte, wir haben über 2000 Teilnehmer, da sind wir sehr dankbar, auch ein bisschen Haut spenden, mit denen wir dann diese Zellen generieren können. Und so haben Kollegen gesehen, dass man zum Beispiel ein Pestizid, das Paraquat, dass das bei diesen Menschen hier ein nicht so hohes Risiko macht, aber hier zum Beispiel in 2-3% das Risiko steigern kann, wenn man einen bestimmten genetischen Hintergrund hat. Und die Gene, die Sie auf der linken Seite sehen, sind seltene genetische Formen der Parkinson-Krankheit, die in einer Familie auftreten, wo man wirklich sehen kann, dass das von einer Generation auf die andere geht. Das heißt, selbst da, wo man einen starken genetischen Faktor hat, gibt es immer noch ein Zusammenspiel mit Umweltfaktoren. Und ein Faktor, den ich nachher noch etwas genauer beleuchte, ist das sogenannte GBA-Gen. Inzwischen nennen wir das GBA1. Und das ist die häufigste Ursache für Parkinson weltweit, die häufigste genetische Ursache. In Luxemburg haben ungefähr 12% aller Menschen mit Parkinson eine Veränderung im GBA1-Gen. Das heißt, wir glauben, die Genetik alleine erklärt nicht alles. In den meisten Fällen ist es auch nicht allein die Umwelt, sondern dass es ein Zusammenspiel zwischen beiden ist, was dann dazu beiträgt, dass man über so eine kritische Schwelle kommt. Und dann kann man sich schon vorstellen, Parkinson tritt in der Regel so ab dem 60. Lebensjahr auf. Das heißt, das ist auch etwas, was über die Jahre sich entwickelt und mit dem Alterungsprozess einhergeht. Ist jetzt alles, zum Beispiel sind die Umweltfaktoren nur die Pestizide? Da kann man sagen, nein, das ist ein Umweltfaktor, aber wir sind verschiedenen Umweltfaktoren ausgesetzt. Ein anderer Faktor, der zuletzt Aufmerksamkeit erregt hat, ist die Luftverschmutzung, die auch eine Rolle spielt. Der ist man sozusagen noch häufiger und vielleicht unbewusster ausgesetzt. Und ein Beispiel für die Luftverschmutzung kann ich hier zeigen. Ich komme ursprünglich aus dem Ruhrgebiet, da sah es in den 80er Jahren auch so ähnlich aus noch, aber da ist es zum Glück auch deutlich sauberer geworden, weil man sich dort schützen kann. Und das zeigt auch, was wir für Möglichkeit haben, immer wieder auf Risikofaktoren einzugehen. Hier sehen Sie mal die Luftverschmutzung in den USA und dann kann man gleich die industriellen Ballungsräume erkennen und dann sieht man, dass dort eben aus unserer Perspektive schon ein erhöhtes Risiko besteht, neurodegenerative Krankheiten zu entwickeln und tatsächlich zeigt sich das auch, korreliert das mit der Beobachtung, das sind epidemiologische Studien, gibt es in diesen Bereichen auch mehr Parkinson als zum Beispiel in diesen ländlichen Bereichen hier in der Mitte. Dies ist mit dem Blick auf die Luftpartikelverschmutzung sozusagen getan. Und das ist ganz interessant, weil das ist erstmal nur eine Assoziation, dass es inzwischen gelungen ist, auch die Ursachen besser zu verstehen. Bei der Parkinson-Krankheit und auch bei der Alzheimer-Krankheit ist ganz typisch, dass ein bestimmtes Eiweiß im Gehirn verklumpt. Das ist nachweisbar. Und dieses Eiweiß ist entweder für Alzheimer typisch oder für Parkinson typisch. Und hier hat man zeigen können, dass wenn man Tieren im Labor
sozusagen Luftverschmutzung simuliert. Das heißt, wenn Sie vermehrt diese kleinen Partikel, ich habe das auch gelernt, die heißen PM2.5, also 2,5 Nanometer große Partikel, dass wenn man die inhalieren lässt, dass die Mäuse spontan die gleichen Eiweißverklumpungen ausbilden wie ein Mensch mit Parkinson. Das heißt, hier konnte man zeigen, dass es wirklich einen direkten Zusammenhang gibt und wahrscheinlich ist dieser erste Schritt in die Verklumpung etwas, was durch diese Teilchen mit getriggert werden kann. Und das zeigt, dass wir eben auch versuchen müssen, kausale Zusammenhänge herzustellen, nicht nur epidemiologisch beobachten, sondern wirklich dann die Ursache. Und hier habe ich Ihnen mal das zusammengestellt, was wir im Moment kennen für Umweltfaktoren, die bei Parkinson eine Rolle spielen. Ich hatte die Air Pollution, die Luftverschmutzung erwähnt, Lösungsmittel wie das Trichlorethylen hatte ich schon erwähnt, aber es sind auch Schwermetalle. Menschen, die beruflich sehr viel mit Mangan, Cadmium zu tun hatten, das ist etwas, wo man ein höheres Risiko hat. Chrom zum Beispiel kann auch Parkinson auslösen. Sogar so einfache Dinge wie ein Schädel-Hirntrauma erhöht das Risiko, Parkinson zu bekommen. Sie kennen vielleicht noch den Profiboxer Muhammad Ali, der hat im späteren Leben auf Parkinson, da kann man sich vorstellen, dass der natürlich häufiger ein Kopftrauma hatte. Und auch damit wird dieses Verklumpen, dieses Eiweiß begünstigt. Insofern kann man sich vorstellen, ist ein Weg der Prävention auch zu sehen, dass man solche Traumata vermeidet. Und da wird selbst diskutiert, ob bestimmte Sportarten nochmal neu betrachtet werden sollen, wo sehr viel Körpereinsatz ist, Rugby oder so etwas, wo man natürlich auch ein höheres Risiko hat. Wichtig oder im Folgenden möchte ich noch ein bisschen auf die Pestizide zurückkommen, weil das ist etwas, wo wir inzwischen die meiste Erfahrung, die langjährigste Erfahrung bei Parkinson haben. Das heißt, die Pestizide waren wirklich so ziemlich das Erste, was man gefunden hat, was mit Parkinson assoziiert ist. Ich erinnere nochmal an die Weinbauern, zum Beispiel in Frankreich, die hohe Dosen von Pestiziden eingeatmet haben und über die Haut aufgenommen haben. Da ist auch wirklich der Zusammenhang durch verschiedene Studien schon deutlich belegt und ich zeige das auch gleich nochmal. Und das Gute ist, man kann ja dann auch was machen. Das heißt, wenn man das weiß, ist das ja etwas, was uns auch leiten kann, wie setzen wir Grenzwerte, wie vermeiden wir Expositionen, indem wir Menschen, die im Beruf damit zu tun haben, schützen können. Und damit können wir ja schon beitragen, diesen Anstieg, den ich Ihnen am Anfang gezeigt habe, wieder zu reduzieren. Hier will ich Ihnen einfach nur einmal illustrieren, dass diese Verbindung zwischen Pestiziden und Parkinson wirklich nicht auf einer Studie beruht, sondern jede Linie hier ist eine andere wissenschaftliche Studie und zu jeder Studie wurde ein Risiko bestimmt. Und je weiter dieser Balken nach rechts geht, desto höher ist das Risiko, was gefunden wurde. Und jetzt kann man alle Studien zusammennehmen, das nennt sich dann Meta-Analyse, um dann sozusagen die goldene Mitte zu finden. Sie sehen, dass wenn man alle zusammennimmt, manche waren nicht ganz eindeutig, aber ganz klar ein erhöhtes Risiko gefunden wurde, wenn man mit Pestiziden zu tun hatte. Dann sind das langjährige Expositionen. Dann schaut man, wo leben Menschen, wie nah leben sie weg, zum Beispiel von Bereichen, wo stark Pestizide ausgebracht werden. Und das führt dann zu solchen Forschungsergebnissen. Das ist, wie gesagt, der Schlüssel, der daraus gezogen wurde. Und es ist ganz interessant, dass tatsächlich da war eine Modellregion, die Weinbauregion in Kalifornien. Und die Beate Ritz, die hier als letzte steht, ist eine Kollegin, die schon vor vielen, vielen Jahren in die USA gegangen ist, an der Universität in Kalifornien, in Los Angeles forscht und eben diese Studien so weit betrieben hat, dass man wirklich sagen konnte, je nachdem, wie weit man weg wohnte von dem Ausbringen dieser Pestizide, dort wird das wirklich verfolgt, dass man genau weiß, wie viel in welcher Region ausgebracht wurde. Und da gab es eine sehr starke Korrelation. Das heißt, wir können sagen, dass solche Pestizide, und in diesem Fall ist das Paraquat, was in den USA sehr stark eingesetzt wird, immer noch eingesetzt wird, und da komme ich auch gleich noch drauf, dass das wahrscheinlich nicht der einzige Grund ist, warum man dann Parkinson bekommt, aber dass es mit anderen Faktoren eben dazu führt, dass diese ganze Waage ausgelenkt wird und man dann doch am Ende leider im Laufe des Lebens Parkinson entwickeln kann. Und das ist auch zusammengefasst und insofern haben Menschen, die mit Pestiziden zu tun haben, an sich ein höheres Risiko und deswegen braucht man Schutz, sollte man Schutz dort planen. Diese Daten stammen noch aus Zeiten, wo man noch nicht so genau hingeschaut hat und wo man eben Menschen über ihr Berufsleben hinweg diesen Substanzen ausgesetzt waren.
Wir wissen, dass Parkinson insgesamt häufiger bei Männern auftaucht als bei Frauen. Das ist übrigens anders bei der Alzheimer-Krankheit, da sind es mehr Frauen als Männer. Den Grund wissen wir noch nicht, wir haben ein paar Ideen, aber ein Grund könnte auch sein, dass mehr Männer in den Berufen tätig sind, die stärker mit Pestiziden zu tun haben. Hier sind ein paar zusammengefasst, also das sind Daten, die mein Kollege Bas Blum zusammengetragen hat aus Holland, und 75% der Bauern, die mit den Pestiziden zu tun waren, waren Männer. Bei Malerarbeiten 91%, bei denen, die gelötet oder geschweißt haben, 96%. Das heißt, vielleicht können solche Faktoren auch ein bisschen zu dieser Geschlechterverteilung beitragen. Das ist zumindest eine Idee und das wird auch weiter beforscht. Jetzt ist natürlich die Frage, wo können solche Dinge auftauchen? Und da reden wir ja auch über Nahrungsexposition. Bisher haben wir über berufliche Exposition durch das Verbringen dieser Pestizide gesprochen. Und da muss man sagen, fehlen uns noch die Daten. Das ist ein bisschen das, wo wir weiter Forschung betreiben müssen. Was interessant ist, ist zumindest, dass so ein Pestizid wie das Glyphosat schon in 87% aller Kinder nachgewiesen werden konnte. Das heißt nicht, dass das jetzt eine direkt schädliche Dosis ist, aber wir wissen nicht, was schädliche Dosen sind. Und wahrscheinlich sind Dosen auch je nach Individuum, je nach genetischer Veranlagung unterschiedlich zu bewerten. Das heißt, da kommt eine Komplexität. Aber wie gesagt, wir müssen da rein, weil das ist das, was für uns in der Zukunft auch eine Leitlinie sein kann. Und der Pionier, der in diesem Bereich gearbeitet hat, das war der Bill Langston, der Kollege, den ich schon vorher kurz erwähnt hatte, der die Drogenabhängigen in den USA erst beschrieben hat, die aufgrund dieser verunreinigten Droge Parkinson bekommen haben. Das ist übrigens hier mein Kollege und inzwischen Freund Bas Blum, mit dem wir in Luxemburg das Réseau de Compétences Maladies Neurodégénératives aufgebaut haben, wo wir jetzt Menschen mit Parkinson und in der Zukunft auch Menschen mit Demenzen speziell mit kompetenten und mit speziell trainierten Fachkräften behandeln können, sodass wir immer die beste Behandlung ermöglichen können. Da war der Bas Blum der Vorreiter in den Niederlanden und wir durften hier viel für uns übersetzen, für Luxemburg. Das ist der Bill Langston in jüngeren Jahren, als er das Ganze beschrieben hat. Und Sie sehen jetzt, dass dieser Giftstoff, den die Drogenabhängigen sich leider unabsichtlich sozusagen verabreicht haben, dass der sehr ähnlich ist in der chemischen Struktur dem, was als häufiges Pestizid in den USA eingesetzt wird. Das ist das Paraquat. Und jetzt können wir auch wieder versuchen, was sind die Mechanismen, über die wir hier diese schädliche Wirkung vermittelt bekommen. Und da kann man sagen, dass klar wird, dieses Gift hat, da haben wir lange Studien, lange Datenreihen, die uns das belegen, die Kraftwerke der Zelle gestört. Das heißt, hier kommt es zu einem vorschnellen Altern von Nervenzellen, weil die Kraftwerke nicht mehr funktionieren, weil die Nervenzelle nicht mehr genug Energie aufbringen kann. Vielleicht als Nebenbemerkung, die durch diese MPTP-Droge verabreichten Parkinson-Formen dienten viele, viele Jahre der Entwicklung von Medikamenten, weil man hatte zum ersten Mal die Möglichkeit, Parkinson im Tiermodell zu simulieren und an diesen Tieren zu testen, was hilft gegen Parkinson. Also viele Menschen profitieren immer noch von Medikamenten, die aufgrund dieser Beobachtung auch erst entwickelt werden konnten. Jetzt beziehe ich mich aber eher auf das, was sozusagen im Alltag noch verbracht wird, und da habe ich diese Information gerade gestern gefunden. Das ist ein Kollege aus den USA, der das geteilt hat. Da geht es um das Paraquat und Sie sehen, wie weit verbreitet das heute noch in den USA ist. Das heißt, die Bereiche, und jetzt sehen wir auf einmal, dass es nicht mehr die industriellen Ballungsräume sind, sondern auch hier, wo die vielen landwirtschaftlichen Bereiche sind, wo im Moment das Paraquat, was in Europa seit 2007 verboten ist, aber heute noch ausgebracht wird. Und es ist deswegen gestern geteilt worden von meinem Kollegen, weil anscheinend jetzt ein Hersteller in den USA die Substanz aus dem Programm genommen hat. Also da sieht man auch, es bewegt sich etwas. Und ich denke, so muss man wirklich Schritt für Schritt gucken, wo sind Risiken, wie kann man Risiken einschränken oder Risiken vermeiden. Und man konnte auch zeigen, dass auch wenn man die Krankheit hat, eine weitergehende Exposition dazu führen kann, dass die Krankheit rascher voranschreitet. Also da muss schon ein Faktor sein, der in diesen Krankheitsprozess mit eingreift. Was brauchen wir jetzt? Wir wollen ja vorausschauen und dann brauchen wir zum einen
bessere Modelle, um Experimente zu machen, die Zusammenhänge belegen können. Ich hatte Ihnen erwähnt, die Zeiten der Tierversuche werden immer weniger. Das heißt, es ist gut, wir kommen weiter in der Entwicklung. Wir arbeiten jetzt viel mehr mit den Zellen der Menschen, die die Parkinson-Krankheit haben, im Reagenzglas. Wir können sogar inzwischen kleine sogenannte Mini-Gehirne machen, das heißt Organoide, mit denen wir auch komplexere neuronale Strukturen nachweisen können und dort gezielt Medikamente testen können, aber eben auch ursächliche Zusammenhänge testen können. Das heißt, wir brauchen diese besser entwickelten Modelle und da müssen wir eben gucken, dass wir nicht nur nach Veränderung der Kraftwerke, zum Beispiel dieser Mitochondrien schauen, sondern dass wir wirklich schauen, was verursacht, dass manche Zellen nicht mehr weiter existieren, dass die Zellen absterben. Das sieht man beim Menschen hier im Vergleich. Das ist ein gesunder Mensch, der hat hier diese sogenannte schwarze Substanz, das ist im Mittelhirn. Und Sie sehen, bei einem Menschen mit Parkinson ist das ganz blass und bleich, weil die schwarzen Nervenzellen verschwunden sind und damit nicht mehr ausreichend Dopamin produziert werden. Wir müssen gucken, was sind diese Cocktails? Weil es ist ja so, dass teilweise auch nur minimale Dosen, aber dann von verschiedenen Substanzen zusammenkommen und wir noch nicht immer ganz verstehen, ob es da Wechselwirkungen gibt, wie die Zusammenhänge sind. Und da kann man sehen, aus dem Labor zumindest, dass es, hier erwähne ich wieder das MPTP, was Sie inzwischen kennen von den kalifornischen Drogenabhängigen, die deswegen Parkinson bekommen haben. Sie sehen, dass die Gabe von diesem MPTP dazu führt, dass Nervenzellen vermindert sind. Aber wir sehen auch, dass wenn man das MPTP jetzt mit dem Glyphosat, einem anderen Pestizid, zusammengibt, dass diese Abnahme der Nervenzellen noch ausgeprägter ist. Das heißt, hier scheint es additive Effekte zu geben. Und diese Art der Forschung, die wir jetzt benötigen, führen wir jetzt schon auch in Luxemburg durch. Da möchte ich noch kurz darauf zu sprechen kommen, dass dieses Projekt weiterhin läuft. Das heißt, jeder Mensch in Luxemburg, bei dem Parkinson neu diagnostiziert wird, kann unsere Forschung mit unterstützen, ist wertvoll, weil durch die Informationen, durch ein bisschen Blut, ein bisschen Speichel, ein bisschen Urin, können wir sehr viel lernen über die Krankheit und können diese, ich sage jetzt mal, Fingerabdrücke machen, die uns sagen, wodurch ist die Parkinson-Krankheit hier entstanden, welche Unterform ist es. Und das ist ein großes Projekt, was ich gesagt habe, was vor 10 Jahren, 2015 gegründet wurde und wo, hier sehen Sie zum Beispiel die 800. Kontrollteilnehmerin, damals bei uns in die Studie aufgenommen wurde. Inzwischen haben wir über 2000 Menschen, die regelmäßig vorbeikommen und auch jährlich untersucht werden, um zu sehen, hat sich die Krankheit weiterentwickelt. Und das machen wir in der sogenannten Forschungsklinik. Das LRC ist eine klinische Einrichtung für Forschung, die von allen Krankenhäusern, von der Uni und vom LAH getragen wird hier in Luxemburg. Das ist etwas, ich habe 13 Jahre in Tübingen gearbeitet, an der Uniklinik. Das ist so wie eine kleine Uniklinik, sage ich immer. Da haben wir jetzt auch die Möglichkeit, Forschung und Versorgung zusammenzubringen. Und das ist etwas, wo wir eben diese epidemiologischen Studien machen. Das heißt, wir gucken, wo treten Parkinson-Fälle auf, in welchen Zusammenhängen, welche Berufsgruppen, welche Geschlechter. Wir können die klinische Untersuchung machen. Das heißt, es gibt den einen, der zittert mehr, der andere, der ist mehr steif. Schüttellähmung nennen wir ja die Krankheit, aber es ist halt eben nicht gleichmäßig ausgebildet. Da gibt es auch Untergruppen. Es gibt die einen, die kriegen das mit 20, die anderen erst mit 80. Warum ist es so? Und das machen wir alles zusammen, indem wir auch die Daten gemeinsam auswerten. Das heißt, das sind wirklich große Datenmengen, die wir da gemeinsam anschauen können. Und so sind wir auch immer noch im ganzen Land unterwegs und laden über die verschiedenen Zentren, die wir ansteuern, auch Menschen ein, hier an der Forschung teilzunehmen. Das machen wir auch mit Patientenorganisationen. Da haben wir auch diesen Bus, mit dem wir dann hier, den Parkinson-Bus sagen wir immer, mit dem wir dann auch die verschiedenen Plätze besuchen können, dass Menschen, die teilnehmen wollen, nicht immer bis ans Zentrum fahren müssen, sondern dass wir auch in den Norden kommen, ans CHDN und dort Patienten einschließen können. Ich habe gesagt, das ist ein großer Aufwand, das zahlt sich aber aus, weil wir können jetzt anhand von Blutproben 10 Jahre zurückschauen. Das heißt, wir können jetzt schon nachweisen, das sehen wir auch teilweise, dass Schwermetalle in den Proben zurückgehen, weil wir anscheinend immer gesünder werden, dass wir immer besser kontrollieren, wo kommen Schwermetalle her, dass wir Feinstaub reduzieren, dass wir Emissionen reduzieren. Das ist ein ganz frisches Ergebnis, was wir gerade gesehen haben. Und so möchte ich nur darauf zu sprechen kommen, dass wir wirklich jeden Tag Forschung machen und eben auch Forschung in dem Bereich, wo wir auf die Gene gucken. Da komme ich zum Schluss nochmal auf dieses GBA-Gen zurück, was ich schon mal erwähnt hatte, die häufigste Ursache von Parkinson. Das war übrigens der erste Teilnehmer, der 9 Jahre hintereinander zu uns gekommen ist. Den haben wir da
bei uns begrüßt. Und da sind wir natürlich sehr froh, dass wir wirklich 9-mal hintereinander über ein Jahr diese Daten zur Verfügung haben. Und das GBA1-Gen ist die häufigste Ursache von Parkinson, 12% hier in Luxemburg, aber auch in Deutschland, Frankreich, also hier in Zentraleuropa. Und da ist es interessant zu wissen, warum kriegt nicht jeder, der das Gen hat, dann die Krankheit? Das heißt, wenn ich einem Teilnehmer unserer Studie, wenn er wissen möchte, ob wir was gefunden haben, ein Gen, dann teile ich das mit und dann sage ich ihm, dass er Träger dieses Gens ist, aber es kann auch ein gesunder Teilnehmer sein, dann sage ich ihm, die Wahrscheinlichkeit, dass sie Parkinson bekommen, ist immer noch gering, weil die allermeisten kriegen es nicht. Und ich denke, hier setzt etwas an, was ich Ihnen versucht habe zu erklären, dass wir im Prinzip jetzt gucken müssen, was kommt noch dazu. Das heißt, gibt es andere Dinge, die sich zu diesem genetischen Risiko dazu bewegen? Hier habe ich das mal als Schlag bezeichnet. Das heißt, man hat die erbliche Veranlagung, dann kommt ein Umweltfaktor, wie zum Beispiel eine Pestizidexposition dazu. Und dann auf einmal fängt die Maschinerie an zu blockieren. Das heißt, wir müssen jeden Tag Müll aus der Zelle herausschaffen. Und die GBA1-Mutation stört schon so ein bisschen die Müllabfuhr, sage ich mal. Und wenn dann noch ein Umweltfaktor wie Pestizide dazu kommt, dann kommt es auf einmal dazu, dass das Ganze nicht mehr funktioniert. Die Eiweiße häufen sich an und verklumpen sich im Gehirn. Und das ist das Zeichen für Parkinson. Und es gibt tatsächlich für diese GBA-Mutation inzwischen deutliche Hinweise, dass sie eher empfindlich machen für eine berufsbedingte Exposition. Das heißt, vielleicht muss man das in der Zukunft auch in der Risikobewertung mit einplanen, wenn man weiß, dass man die Mutation trägt, dass man bestimmte Bereiche vielleicht dann auch eher vermeiden muss oder eben einen besseren Schutz anwenden muss. Und so machen wir jetzt auch Forschung in Luxemburg. Wir haben zu diesem Projekt gerade einen Forschungsvorschlag eingereicht, einem großen europäischen Konsortium. Da geht es dann darum, eben auch solche, wir nennen das Heatmap-Karten zu entwickeln, wo wir sehen, wo sind unterschiedliche Expositionen in bestimmten Bereichen. Warum ist das eine gute Nachricht am Ende? Und ich will das auch wirklich positiv verstanden wissen, weil wenn wir wissen, was die Faktoren sind, die eine Rolle spielen, können wir dann drehen. Und wenn wir dran drehen können, können wir das auch reduzieren, das Risiko. Und das ist tatsächlich gezeigt. Etwas ganz Typisches, wo jeder dran denkt, ach, eigentlich bewege ich mich zu wenig, ich mache zu wenig Sport. Das wurde gezeigt, wenn man wirklich Ausdauersport macht, kann man nicht nur das Voranschreiten einer bestehenden Parkinson-Krankheit verlangsamen, man kann sogar im Gehirn sehen, dass sich das Gehirn wieder neu verkabelt, sage ich immer. Das heißt, dass sich da wirklich ein positiver Effekt auch gegen die Krankheitsentwicklung widerspiegelt. Das heißt, wir sollten das nicht unterschätzen. Und inzwischen gibt es für alle neurodegenerativen Erkrankungen, nicht nur Parkinson, aber zum Beispiel auch Alzheimer, gibt es 14 verschiedene Risikofaktoren, wo wir wissen, dass sie beitragen und wo wir wissen, wenn wir daran drehen, die Luftverschmutzung habe ich ja auch nochmal erwähnt, weil ich die vorher erwähnt hatte, aber wenn wir diese Faktoren drehen, können wir bis zu 45% aller Demenzen verhindern. Das heißt, wir schieben das Auftreten einer Demenz zurück. Im besten Fall erleben wir das nicht mehr oder wir haben viele Jahre in guter Gesundheit, bevor es dann vielleicht doch nochmal zu einer Demenzentwicklung kommt. Und ich denke, das ist noch unterschätzt. Da haben wir viel mehr Möglichkeiten, wo wir selber eingreifen können, wo wir nicht auf die Tablette warten müssen, die in der Zukunft vielleicht das Voranschreiten bremst, wo wir aber jetzt schon Möglichkeiten haben. Und hier in Luxemburg haben wir seit 2018 ein Programm, das nennt sich Programm Demenzprävention, wo wir Leute einladen, die denken, irgendwie habe ich das Gefühl, ich bin nicht mehr so leistungsfähig, wie ich das war, oder ich bin jetzt 3-mal in den Keller gegangen und wusste am Ende nicht mehr, was ich hochbringen wollte. Das ist zum Grad noch gesund, da muss sich keiner direkt Sorgen machen, aber wenn man wirklich das Gefühl hat, kann man sich über den behandelnden Arzt, den Hausarzt zuweisen lassen und dann wird über eine Psychologin ein deutliches Risikoprofil erhoben und geguckt, gibt es wirklich Probleme mit dem Gedächtnis. Da muss man 3 Stunden investieren, da wird ausführlich getestet, aber wenn wir was finden, können wir was machen. Und wir geben Tipps, wir geben Voucher, wir geben Bons, die ausgegeben werden, wo man dann bestimmte Leistungen wie ein Gedächtnistraining, wie man sportliche Aktivität, wie man sich im Club Senior integrieren kann. All das haben wir als Voucher, als Gutschein und können das den Menschen ausgeben, um ihr Lebensstil zu ändern. Und das ist ein Programm, wo inzwischen mehr als 900 Menschen in Luxemburg drin sind und wo wir auch sehr viel Aufmerksamkeit aus dem Ausland bekommen, weil die Risikofaktoren sind bekannt. Aber wie man es an den Mann oder an die Frau bringt, das ist nicht so einfach. Und hier haben wir jetzt, wie gesagt, eine große Erfahrung über die letzten Jahre und die teilen wir natürlich mit den Kollegen.
Wir wissen, dass in Luxemburg ungefähr 22.500 Menschen schon leichte kognitive Einschränkungen haben. Das heißt, das wären eigentlich die schon profitieren können. Und wir wissen, dass die Demenz weltweit im Moment 55 Millionen Menschen betrifft. Und das soll ebenfalls steigen bis auf 139 Millionen bis 2050. Also auch da kommt eine Lawine dazu. Und wir können eben Risikofaktoren identifizieren. Das kann auch mit dem Hausarzt eine Rückmeldung sein, nochmal den Blutzucker genauer einzustellen, den Blutdruck nochmal einzustellen. Damit haben wir effektive Schrauben in der Hand. Ich hatte Ihnen die Gutscheine erwähnt. Das sind so ein paar Möglichkeiten. Wir können auch Diätberatungen erwähnen, wo man eine ausgeglichenere Ernährung lernt, die dann ebenfalls das Risiko vermindern kann. Und weil wir sehen, dass wir im Moment in diesem intensiven Programm 900 Patienten betreuen, aber Sie haben gesehen, es betrifft eigentlich viel mehr, haben wir auch eine App rausgebracht. Das ist der sogenannte Brain Coach und das kann sich jeder gratis runterladen. Das ist sowohl im Google Play als auch im App Store von Apple erhältlich, wo man einfach mal sehen kann, habe ich eigentlich Risiken? Und wenn man Risiken hat, lassen wir sie auch nicht allein, weil dann gibt es auch Tipps. Zu jedem Risikofaktor gibt es 15 Nüsse zu knacken. Sie sehen das hier. Und diese Nuss kommt jeden Tag und dann hat man einen Anreiz, einmal gesund zu kochen oder vielleicht eine Station eher aus dem Bus auszusteigen, den Rest zur Arbeit zu laufen. Das sind kleine Dinge, die einem aber incentivieren sollen, eine Unterstützung sein sollen, wie man dort vorankommen kann. Und dieses Demenzpräventionsprogramm, was ich Ihnen erwähnt habe, integriert sich jetzt auch in das bestehende Réseau de Compétences Maladies Neurodégénératives. Das heißt, wir haben nicht nur speziell ausgebildete Neurologen, Kinien, Ergotherapeuten, Orthophonisten, jetzt muss ich aufpassen, Diätberater, Psychologen, Sozialarbeiter und Krankenschwestern für Parkinson, aber eben jetzt auch ein Demenzpräventionsprogramm integriert, was eben auch ein Präventionsprogramm für Parkinson ist. Und das wird hier auch in ganz Luxemburg angeboten. Das ist etwas, was über alle Krankenhäuser und auch im Extra-Hospitalierbereich hier in Luxemburg angeboten wird. Und mit der hoffentlich guten Nachricht möchte ich Sie gerne in den Abend entlassen, stehe aber natürlich gerne für Fragen zur Verfügung. Vielen Dank.